Haut will ich mich ausnahmsweise für allem Frauen adressieren. Für was? Weil den 8. März den internationale Frauentag ist. Und das Sujet von diesem Weltfrauentag passt ganz gut. Women in a Changing World of Work, Planet 50-50 by 2030. Das heißt, die Frauen an der veränderten Arbeitswelt, Planet 50-50 bis 2030. Was heißt das? Dass Frauen und Männer dieselben Chancen, Konditionen und Behandlung an der Arbeitswelt kriegen sollen. Wenn aus der Ambition soll eine Realität gehen, dann muss man allerdings einen Gang zu lener Gas gehen. Schätzungen von der Europäischen Kommission braucht man nämlich am aktuellen Tempo 70 Jahre, bis die Frauen nicht so viel verdienen wie die Männer. Das Engagement von der EU für einen gleichen Lohn für die gleiche Arbeit ist aber schon aus dem Jahr 1957. Angekommen sind wir allerdings noch immer nicht. Generell verdienen Frauen noch immer Männer pro Stunde wie ihre männliche Kollegen auf derselben Platz. 16% Männer am europäischen Durchschnitt. Den Unterschied ist nicht normal und ist nicht zu tolerieren. Und dafür ist es richtig, neue Maßnahmen für Änderungen vorzuschlagen. Es gibt aber auch gute Novellen an der Entwicklung zu mehr Gleichberechtigung. Zum Beispiel, was Frauen auf der ersten Platz an der Wirtschaft anbelangt. Nein, nicht als Generaldirektor. Da sind sie nach immer nimmen auf ein paar Prozent. Aber an der Verwaltungsräten von großen Entreprisen. Da habe ich ja bekanntlich für Jahren eine Debatte über die Quote provoziert, die ein Lot zum Fortschritt gefordert hat. Ihr wisst wahrscheinlich, dass ich am Prinzip kein Freund von Quote bin. Ich bin aber ein Freund von dem, was Quote können für die Frau bewirken. An Zahlen schwätzen ein ganz klarer Spruch. 12 von den Frauen an den Verwaltungsräten an Italien und an Frankreich also 25 Prozentpunkten an die Lot gegangen, die an Deutschland 15 Prozentpunkten. Das sind Länder, wo es ein Quotegesetz gibt. Am europäischen Durchschnitt hat 12 von den Frauen an den Verwaltungsräten sich auf 5 Jahren von 12 auf 24% verdoppelt. Leider leiden wir aber heute zu Lützeburg mit diesen 13% nach weit hinter der europäischen Moyenne von 24%. Da ist nach Sput. Die nächste Challenge, die wird schon. Durch Digitalisierung von unserer Arbeitswelt riskieren wir ein neues Problem an der Geschlechterdiskussion zu kriegen. Heute sind just 30% von den plus ou moins 7 Millionen Salarien am Technologiesektor in Europa Frauen. Nach viel Männer sind an den ersten Positionen, also da, wo Decisionen geholt gehen. Am Technologiesektor gibt es viel Männer weibliche Chefen wie an anderen Bereichen. Highlight aber die Zukunft. Wir müssen also dafür sorgen, dass die jungen Mädchen und Frauen encouragiert und unterstützt gehen, für den digitalen Zug nicht zu verpassen. Das ist nicht nur eine Frage von Gleichberechtigung. Hier geht es auch darum, dass wir als gesellschaftlich nicht können erlauben, weibliche Talent an Zukunftsberufe nicht anzusetzen. Plus-Value, die Frauen am digitalen Bereich können bringen, geht auf 9 Milliarden Euro geschätzt. Wir können uns nicht erlauben, auf die Schaffung von gemeinsamen Reichtum zu verzichten. Wir müssen offen und couragiert für den Wechsel an der Arbeitswelt und an den Mentalitäten schaffen, auch zu Lützeburg, wo man also manche Verbesserung verdrohen können. Den internationalen Frauentag soll uns daran erinnern, dass wir uns nicht auf unsere Lorbeeren ausruhen. Für die einen ist den 8. März ein Tag für Schere, die mit schönen Wörtern über die Gleichberechtigung zu halten. Für die anderen ist es ein wichtiger Zeitpunkt, uns zu erinnern, dass wir führen kommen. Und das mit konkreten Mesuren, für die Position von der Frau an der Gesellschaft zu stärken. Ich hoffe, das Kinder immer mehr, die zu der zweiten Kategorie, der von den Aktionen gehören, weil das brauchen wir nämlich.